In viele Sinn nach, weit wie wir Vatertag, right? Und wir haben Simpsons Fuder betrachtet, Manoach. Und wir haben gesehen, dass obwohl Manoach ein gereichter Mann war, als er als Fuder manchmal zu hart gekommen. In unserer Betrachtung kehrt wir, dass gute Fuder mehr als bloß gereichte Männer sind, mehr als bloß Christen sind. Gute Fuder nehmen sich Zeit für die Kinder und für die Früh und für die ganze Familie. Und die proben die Kinder beizubringen, was das meint, Gott vom Herzen zu dienen. Und das ist nicht einmal leicht zu tun. Wir müssen Zeit nehmen für die Kinder, aber wir müssen auch dort Zeit brücken und weise Wege, right? So dass wir dort uns Zeit mit den Kindern nicht bloß verschwingen. Und auf Englisch wird eine sein, that we don't waste our time with our children or with our families. Bloß wenn die Eltern mit den Kindern taub sind, meint nicht, dass sie ihre Zeit mit den Kindern brücken tun, um an Biete bringen, was mein Christ zu sein, right? Viel Zeit wird von deren Tag bloß weichgeschmissen. Und Eltern versäumen sich, ihre Abgaben, was sie haben, die Kinder zu erziehen. In Paulus sagt in Epheser 6, Vers 4, und die Fuder verzerrt jene Kinder nicht, trägt die christlich ab und dort die im christlichen Sinn trägwiesen. So, obwohl Paulus zu den Fuder hier reden wird, wir wollten dort die Kinder zu erziehen, dort ist eine Abgabe für Fuder und auch für was für Fuder? Mamas auch, right? Und die würden vielleicht sagen, guck mal, Mamas, die sind noch meistens, durchschnittlich sind die noch viel mehr mit den Kindern taub, right? Vielleicht ist ihre Abgabe noch viel gratis, um die Kinder zu erziehen. So, obwohl Paulus zu den Fuder hier redet, hat er auch die Mamas gemeint, das weiß wir alle gut. Er redet zu den Eltern hier. Wir sollen gute Eltern sein und wir sollen unsere Kinder proben, christlich abzubringen. Und das meint aber nicht, dass wir als Eltern niemals Fehler merken wollen. Sondern Eltern habe ich nicht gehört, was Nabers Fehler merken. Und so ein Fuder sehe ich auch nicht. Dort gibt gute gottesfürchtige Fuder auch eine Strafe in Gott sein Wort, denen Gott ein wunderbarer Wege brücken könnt, obwohl sie manchmal als Eltern Fehler merken. Right? Und von der, wo wir zwei Fuder über die Strafe untersiegen, die Fehler merken, aber haben trotzdem gute Eigenschaften als Fuder können wiesen. Und mein Wunsch ist, uns als Eltern zu wiesen, dass wir nicht mehr vollkommen sind, um gute Eltern zu sein. So werden wir mit Jakob anfangen. Viele Menschen würden sagen, dass Jakob nicht eine gute Fuder war, wegen dort, was wir in 1. Mose 37, Vers 3 von ihm lesen. Dieser sagt, dass Jakob gleicht, wer doller als irgendwas einer von seinen Kindern. Josef. Er gleicht Josef besser als der andere Kinder. Als Eltern ist es fern, wenn wir ein Kind besser gleichen als der andere. Wollen die anderen Kinder dort an, wenn das so ist? Die wollen dort an. Und das bringt Trouble an die Familie. Vers 4 sagt, und als seine Brüder, Josef seine Brüder sagen, dass der Fuder am Bete gleicht als an, steht an dort und sie können nicht mehr freundlich zu ihm reden. Wegen dort, was Jakob getan hat. Nicht, was Josef getan hat. Josef macht auch besser Fehler. Der will auch nur proben, er seine Traums, was er kriegen will. Das hat er vielleicht nicht so getan. Aber hier kam Jakob zu hart. Was Jakob getan hat, wir nicht reich, aber wir können ein Bett verstehen, woran er dort vielleicht deut. Vielleicht hat er das von seinem Bruder gelehrt, right? Isaac hat Esau mehr gegleicht als Jakob, sagt Gottes Wort uns. Obwohl die Päutgebrüder wären. Und wir lesen zum Beispiel in 1. Mose 25. 1. Mose 25, und die Verse 27 und 28. So, das redet von Esau und Jakob, die Päutgebrüder. 1. Mose 25, 27 bis 28. Als die Jungs non waren, dann wir Esau ein geschickter Jäger und wies sich gut ab über Stab. Und Jakob war da wie ein ruhiger Mensch und wir jähren Tüß. Isaac gleicht Esau
und dort will Fleisch, was deine Hüs brach, und Rebekka gleicht Jakob. Das hat sich überschleicht, nicht? So, Jakob hat dort all ihr gleich Hüs zu bleiben mit seiner Mama. Er hat seine Mama vielleicht durch können helfen, vielleicht seine Zelt abbrechen, was immer der tut, right? Horden und alles. Und Opa Esau, der hat keine Last mit solchen Sachen. Die Dinge zu tun. Er will Büten sein, aber Stab sein, er will Jäger sein und er braucht Fleisch in einem Haus. Und dort hat Esau bloß sehr interessiert und sein Bruder Isaac auch. Und Luther, als Isaac alt ward, oder alt wir, und als dort dann Zeit wir, einen von seinen Sehens zu segnen, dann will Esau den erstgeborenen Segen geben. Obwohl Jakob das Geburtsreich hat. Und das ging ganz direkt gegen Gottes Wort. Als Rebekka noch schwanger war, seht Gott zu ihr in 1. Mose 25, Vers 23. Du sind zwei Völker in deiner Mutter lief. Die sind vom Anfang an verschieden. Eine wird stärker sein als der andere. Der Ältere soll den Jüngeren dienen. Und Esau wie ein bisschen aller als Jakob. Und Gott sagt, wo das soll sein. Der Ältere soll den Jüngeren dienen. Und Gottes Segen wie ab Jakob. Aber Isaac will das nicht sein und nicht zugeben. Isaac hat Esau mehr als Jakob gelegt. Und Jakob gleicht Josef, dalle als seine anderen Kinder. So, er hat vielleicht von seinem Vater gelehrt. Und wir können das auch portwies verstehen, wie es Josef Rahel sehen wir. Was wollt ihr über Rahel? Jakob hat actually Rahel da gelegt und mein Leib gehört, right, aus seiner Unterfrühe, nicht? Und das sagt sogar, wie lange muss Jakob für Rahel schaffen? Erstens 7 Jahre und dann nochmal 7. 14 Jahre für seine Früh schaffen. Und Gottes Wort sagt auch, dass Rahel hat am Anfang nicht Kinder haben. Und dann tut Gott ein Wunder, dass sie auch Kinder haben. Und wie viele Kinder hat Rahel im ganzen gehabt? 2. Josef und Benjamin. Ja, der noch jünger wie als Josef. So, einerseits kann ich verstehen, woran Jakob Josef zu sein Leib hat. Aber dort hat Josef so viel Dollar Leib hat, als seine anderen Kinder, dort wir natürlich nicht fern. Jakob hat nicht so Josef mehr als seine anderen Kinder gelegt haben. Aber wenn wir nicht an das Positive denken, was Jakob getan hat, Gottes Wort sagt uns, dort wirst Josef seinen Brüdern oft sich wir, oder dort sei er oft sich werden, bereden sie unter sich, wo sie am losfahren können. Über eine Stelle, dort sie am anbrachten, verkaufen sie an ismaelitische Handelsmänner für 20 Bieter Salbestecker. Und sie nahmen Josef seinen Rock und duckten den an das Blut von einer Kause, die sie geschlachtet hatten, nahmen den Rock nach ihren Fuder und deuten so fair, als ob Josef von wilden Tieren verraten war. Und dann lesen wir in 1. Mose 37, Vers 34. 1. Mose 37, Vers 34. Dann verreut Jakob seine Kleider und Trühe und trug sich Sackkleider Ramelint, er trüht eine lange Zeit für Josef. Und Jahren Luther mussten diese Salje sehen, ihrem Vater die Wahrheit sein. Woran müssen sie die Wahrheit sein? Ja, die sahen Josef durch Leben in Ägypten, right? Und da mussten sie Jakob die Wahrheit sein, was sie auch nicht tun wollen, aber diesmal wären sie ganz ehrlich. Und lesen wir einmal, dass Jakob das anwart. Lesen wir einmal, dass Jakob über seine Sehens da war. Nee. Nicht einmal. Der wir bloß so sehr schaftig und froh, Josef war mit seinen Jungen zu sein.
Und wenn ich das lese, dann gehen meine Gedanken in Lukas 15. Von das Gleichnis vom verlorenen Sehen. Und aus der verlorenen Sehen war der Tränen einem Vater ging, um Vergebung zu fragen. Dann sagt die Bibel uns in Lukas 15, Verse 20 bis 24, dass der Vater jammert dort über seinen Sehen. Und er rannt am entgegen, als er am sagen, und er fällt am Arm und gibt ihm einen Kuss. Und dann seht der Sehnte am Vater, er hat gegen die und auch gegen den Himmel gesündigt und sie dort nicht mehr wird, die ihn Sehnte halten. Aber der Vater sagte seine Kneis, bring mal das beste Kleid her und trägt ihm dort an, nimmt seine Hand und streibt ihm einen Ring ab dem Finger und bringt ihm Schau untertragen und bringt ein gemaßet Korb her und schlacht dort. Und dann, weil wir eten und froh sein, wie aus dieser Min sehen wir Toten erst zum Leben gekommen, haben wir verloren erst gefangen geworden. Und aus anderen, der uns dort so sehr weh, wenn unsere Kinder uns verlieren dann. Oder uns nicht gehorchen. Oder wenn unsere Kinder doll über uns sind. Das tut uns weh, das tut uns fürchtig weh. Und wo ich also dann die Dinge bloß wissen zu looten. Die Dinge nicht reichen mehr. Und dann wollen die bloß gerade und gerade, bitte die ganze Familie iten neun Rieten da. Und obwohl Jakob manchmal als Vater Fehler macht, weiß er uns, was er meint, ein Vater zu sein, was vergeben wird. Und weil wir auch aus Eltern von das lernen, wir müssen unsere Kinder vergeben. Manchmal kommen wir als Eltern zu hart. Und unsere Kinder auch. Was tun wir dann? Wir müssen die vergeben. Wenn sie gegen uns arg tun, dann müssen wir die vergeben. Und so eine Dinge nicht wissen lassen. Der zweite Vater, den wir betrachten wollen, ist David. Wir weiten dort David aus einem Mann, der Gott vom Horten gefällt, beschrieben wird. Aber was sie ignorieren all seine guten Worte und Eigenschaften und seien bloß seine großen Fehler als Vater. Die sagen, kick mal, was seine Kinder getan haben, besonders Absalom. Und daran hat David als Vater Schuld, sagen diese. So werden wir Absalom ein bisschen betrachten. Ein von den ersten Mal, wo wir von Absalom lesen, dann ist in 2. Samuel Kapitel 13. Vers 1 sagt von 2. Samuel 13, und ich will beste Verse aus den 13. Kapitel lesen, so wenn wer mitlesen will. 2. Samuel 13. Vers 1 sagt, David sein Sohn Absalom hat eine Schmackessaster, die den Namen Tamar hat. Und nun kam dort, dass Amnon, einer von Davids seinen Sehens, ein Gefallen und der Krieg. Und als Bibelleser weit wie, wo die Geschichte wieder geht, Amnon, greift nicht ab, was er seine Hofsaster hat. In Vers 21 sagt dann, als der König David hört, was du geworden wird, dann wird er sehr fürchtig. Aber Amnon wird sein ältester sehen und er hielt sehr viel von dem. Und deswegen deut er ihm nicht beschuldigen. Und das wird auch nicht reich. Und wir sagen nicht immer, dass der Name Absalom die Sache in Sinne hängt. Tamar wir Sinne saß da. 2 Jahre Luther befahl Absalom seine Jünger oder seine Diener besser gesagt, dass sie sollen Amnon anbringen. Für 2 Jahre hat er diese Sache geplant. Wo Krieg er dort tun wird und wer dort tun wird und wo sie dort tun soll. 2 Jahre dachte er darüber nur, war das endlich so weit wie und die brachten Amnon an. Und Absalom floh, wie es von seinen Vater Angst hat, und das wies uns, dass Gott wiss, dass was er getan hat, arg war. Und dort sein Vater am zu verstrufen wird. Er hat von David Angst. Weil wir nun Verse 37 bis 39 lesen, 2. Samuel 13. Und Absalom wird in Talmai gepflegt, in Talmai wie Amihud, dem König von Geshur, sein Sehen. Und David trüht ein langes Staut für seinen Sehen, kann ich Gott verstehen. Und Absalom bleibt für 3 Jahre in Geshur. Und dann, als David dort trüren für Amnon, dalle Ewe wir, bangt er sich nach Absalom.
Und dann schickt er Joab, das wir sind Kommandant, er schickt Joab eine Geschirr, Absalom nach Jerusalem zu bringen, aber er sagte ihm, er sagte ihm, in Kapitel 14, Vers 42, lud ihm apart in ein Haus wohnen, er soll nicht vor mich kommen. So wohnt Absalom apart in ein Haus und kann nicht vor dem König kommen. 2 Jahre kann er sein Vater nicht sein. Er soll nach Jerusalem tragen, apart in ein Haus wohnen, aber er kann sein Vater nicht sein. Dort bleibt er nicht. Und liebe Geschwister, das kann ich am Anfang nicht verstehen. Wir losen dort David sich eine Absalom bangen deit. Und er leidt am holen, aber Absalom kann nicht vor ihm kommen. Warum nicht? Warum nicht? Warum leidt David dort nicht? But Levi. Zeigere Antworten. Erstens hat er vielleicht nicht gewusst, was er mit ihm tun soll. Und als Eltern geht das manchmal so, nicht? Und sie können tun, was in der überraschen uns, wir sind nicht zufrieden über was David macht. Und zweitens, vielleicht wird er so abgeregt über die Sache nach, dass er will ihm nicht Tochwinsch strafen. Ein Bibellehrer erklärt, dass wie es David wisst, dass nun im Gesetz Gottes alle Mörder müssten angebracht werden, weil er Absalom sein Leben verschauen. Wie es ihn sehen wir. Ein anderes sein, dass der Ursache, warum David das wir Absalom zu wiesen, dass er kann nicht anzufrieden mit ihm wie es seinem Hofbruder anbrach. Und er wird durch anzufrieden, das ist klar. In 2. Samuel 14 dann. 2. Samuel 14, 28 bis 29 sage ich Gottes Wort an. 2. Samuel Kapitel 14, Verse 28 und 29. Absalom lebt in Jerusalem für 2 Jahre, ohne dass er vor dem König kam. Und dann lässt Absalom Joab rauben, für ihn mit dem König zu gehen. So er kann nicht mit dem König gehen, so dann nimmt er Joab an, dort für ihn zu tun. Und in Verse 32 und 33 sagt Absalom zu Joab, ich will haben, dass du sollst für mich dem König gehen und am Frauen. Warum haben mir Leute von Gescher kommen? Dass wir beten ja was, wenn wir durchgeblieben. Er soll mich doch luten vor ihm kommen. Und wenn ich schuldig sie, dann lut mich tot machen. Und Joab ging nach dem König und sagte ihm, was Absalom will. Und der König lässt Absalom kommen. Absalom kniet sich vor dem König mit seinem Gesicht abgeehrt und der König gibt Absalom einen Kuss. David hat ihm völlig vergeben. Absalom kann nicht weiter seinen Vater sein. Gott sei Dank. Und ich wünsche mir, dass die Geschichte hier abhören wird. Aber das geht wieder. Absalom fängt an, da nur dem gegen seinen Vater zu schaffen. Er hat sogar könnte Israeliten ab seiner Seite kriegen. Und er mögt sich selbst eigentlich endlich zum König über ganz Israel. In 2. Samuel 15, Vers 14 sagt, so Kapitel 15, nu, Vers 14, und David sagte seinen Diener, die du in Jerusalem immer am Wehren, merk ihn 3 Pflichten, sagt er. Wenn ihr von Absalom weichkommen will, spielt jünd, dass sie uns nicht anholen, in ebenfalls in allem an die Stadt dort merken. So, David hat seinen Sehen Gott gekannt, er weiß, wer er war. Er weiß, dass wenn er in Jerusalem bleiben würde, dass sie ihm und all seine Männer anbringen würden. Weil wir unsere Bibel nun in Kapitel 18 blättern, 2. Samuel 18, und wir lesen die Verse 1 und 2. Kapitel 18, Verse 1 und 2. Und der König David sammelt die Männer, die mit am Wehren, und stellt Leaders über Gruppen von 1000 und über Gruppen von 100. Und David schickt an in 3 Gruppen, die ihre Kommandanten wären. Die wären Zeruja, seine Sehns, das wären Joab und Abisai und Itai. Und das wären die Brüder von Gad. Und hier habe ich mal was wir in Vers 5 lesen dann. Und der König sagte Joab und Abisai und Itai, verschont mir meinen Sohn Absalom. Alle meine Hirten dort, als er
die Kommandanten dort sieht, wegen Absalom. So, er sieht zu seinen Mann, okay, wir sollen gewähren, dort fern. Und er sieht an, was sie tun sollen, was sie kriegen sollen und alles. Und dann, wegen Absalom, sagt er zu seinen Kommandanten, verschon ihn. Merk am bitte nicht dort. Vers 6 bis 12. Dann ging die Armee ab der Stab nach gegen Israel und die Kampfahrt am ephraimischen Wald gehalten. Und die Israeliten waren von David seiner Mann geschlagen und du werden so viel Todes wie 20.000 Mann. Der Kampf verspreitet sich sehr breit in der Gegend und durchsterben mehr Männer wegen der Landschaft als vom Schwert. Und mit einmal sagen Wort von David seiner Mann Absalom. Absalom wie ab einem Müller. Und der Müller ging unter einen großen Eikenbaum und Absalom blieb beim Kopf an dem Baum hängen. Er hing dort zwischen Himmel und Erde und sein Müller rand wieder. Ein von den Männern, der dort saßen, sagte Joab, hör mal, ich sah Absalom an einen Eikenbaum hängen. Und Joab sagte dem, der ihm dort verteilt, was sagst du? Du sagst ihm, aber du hast ihn nicht totgeschlagen? Ich habe die 10 Silberstücke in einen Monat dafür gegeben. Über den Mann sagte Joab, und wenn ich 1000 Stücke Silber an der Hand gefeilt hat, hat ich nicht mein Schwert gegen den König sein Sehen gebracht. Wir hielten dort alle aus der König die in Abisai und Ti sehen dort, wie sollen am seinen Sehen Absalom verschauen. So, der hat sich nicht gewehrt, irgendwas gegen Absalom zu tun. Aber für Joab wieder kriegen, dann wo David ihm gesagt hat, er nahm 3 Spießen und stürkte in Absalom nahen. Dann wie er dort. Und dann gingen 2 Männer los, um David das alles zu sein, was passiert wir. Und das erste, was David die 2 Männer früh wir. Steht dort Gott mit dem jungen Mann, Absalom. Und wir haben den Rest von dieser Geschichte vielleicht in Monat 3 betrachtet. So, ich wollte nicht weiter lesen hier für uns. Aber wir weiten Gott, wo David dann eher seinen Sehen dreht. Und ein Ding, was hier klar zu sein ist, dass David eine bedingungslose Liebe für seine Kinder hat. David wie einen Mann, der Gott von Herzen gefällt. Wie er als Vater vollkommen? No, das ist klar zu sein. Der hat manche Fehler gemerkt. Aber wir merken auch Fehler. Und doch über seine bedingungslose Liebe für seine Kinder reflektiert Gott seine bedingungslose Liebe zu uns. Right? Hast du nicht ein Ding, wofür wir David loben können? Wo dann wir wissen können? Ich nehme an, keiner von uns wird jemals in seiner Lehre sein. Dass unsere Kinder uns ein Tag alles wahrnehmen würden und uns proben sogar anzubringen. Aber wenn wir würden mal in seiner Lehre sein, würden wir immer noch unsere Kinder live haben. Wir als Eltern sind nicht vollkommen. Das habe ich finde als Samaris Gott gesagt. Und während die Eltern an eine Schrift vollkommen, wir nicht. Aber so sind genug Beispiele in Gottes Wort von Eltern, was gute Dinge als Eltern getan haben. Vorrasch, von denen wir lernen können. Und nicht bloß Vorrasch. Eine sagt mal über Vorrasch, ein Vater ist mehr wert als 100 Schullehrers. Glaubt ihr dort? Ja. Mom ist noch mehr wert vielleicht sogar. Gute Eltern sind bloß gründlich viel wert. Aber, liebe Geschwister, wir als Eltern müssen uns porten, wir müssen Zeit für unsere Familie nehmen. Wir müssen proben zu tun, alles, was wir können, um die Kinder abzubringen für Christus. Ja, wir kommen manchmal kalt und weiten über, dass Gott durch uns, um uns zu vergeben. Also dann sollen wir unsere Kinder auch vergeben. Kriegen dann Wort wie als Eltern tun, als Menschen tun, hat Gott eine bedingungslose Liebe für alle sein. Und weil han dat alle zijn am
fingen sollen und annehmen sollen. Vergeben und lief haben. Wenn alle Eltern ihre Kinder einmal vergeben wurden und eine bedingungslose Life für die Kinder haben, würden Familien von deren Tag nicht anders laufen, wenn sie bloß diese zwei Eigenschaften hatten? Ja. Ich weiß, ich kann noch zu wissen als Vater. Und meine Frau wird gleich so sein, dass sie als Mama zu wissen hat. Gott erwartet nicht, dass wir vollkommen sind. Wir sind uns Beste proben zu tun. Und das ewige wird Gott tun. So muss Gott uns helfen. Amen.